Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Beholder, dem Ministerium Hauswart der Geschichte. So. Wir brauchen ein Zugticket, wir brauchen eine Brille und wir brauchen viel Geld. Das Einzige, was ich noch könnte tun, ist hier in diesem Appartement nach der Brille suchen. Ja, wie soll ich denn mit ihm sprechen, wenn er da drin steht? Habe ich da nicht eine Kamera hingestellt? Ah ne, die Kameras habe ich hier unten hingestellt. Ich bräuchte mal... Hallo mein Hübscher. Hallo. Ich will mit dem da sprechen. So, jetzt macht das Mikro wieder ein bisschen Lärm wahrscheinlich. Nicht gut. Ja. Ich will ja mit dem Alois sprechen. Genau, jetzt ist sie weg, dann können wir da. Verordnung vom Zensor. Es ist verboten, Glühbirnen zu lagern. Zum Glück habe ich alle Beweise vorhin verkauft. Hallo. Frage, was passiert ist. Ich bin am Rand des Untergangs. Sorgen Sie dafür, dass sie verschwindet. Sie hat mich enttäuscht. Sie singt den ganzen Tag. Sie hat meine seltene Weinsammlung einfach zu ihren Freunden mitgenommen und sich nicht einmal dafür entschuldigt. Sie tanzte und sang, während ich unter Kopfschmerzen litt und keine Spur der Reue. Wie kann ich helfen? Sorgen Sie dafür, dass die verschwindet, bitte ich. Ich schaff das nicht. Und ich wollte auf Kreuzfahrt fahren. Ich habe sogar schon die Tickets gekauft. Na gut, ich werde sie zwangsräumen. Wo ist sie denn? Hallo? Hallo, meine Hübscher. Hallo. Sie müssen sofort das Haus verlassen. Warum sollte ich? Es gefällt mir hier und ich werde keine Anweisung eines kleinen Tyrannen wie ihn befolgen. Nee. Sie müssen ausziehen, Clara. Alois ist nicht bereit, den Rest seines Lebens mit Ihnen zu verbringen, aber er ist zu schüchtern, es Ihnen zu sagen. Er kann nichts alleine, oder? Ich finde es hier so angenehm und ich habe nichts, wo ich sonst hin könnte. Ich bin ganz alleine in dieser Stadt und ich habe mein bestes Jahr dieser Kakerlake geschenkt. Jahre? Sie sind erst ein paar Tage hier. Oh Gott, das ist ja noch schlimmer. Und das war die beste Zeit meines Lebens. Dafür schuldet er mir was. Ich werde gehen, aber dieses Weichei wird dafür bezahlen. Finden Sie heraus, wo Alois die Brosche seiner Mutter aufbewahrt. Er hat mir die Bilder gezeigt und sagt, dass er sie als Andenken aufbewahrt. Sie sollten mir gehören. Naja, auf jeden Fall brauchen wir diese Kreuzfahrtkarten. Hallo! Ich möchte mit Ihnen sprechen, Alois. Ich bin ganz ohr, Karl. Ich brauche Ihren Rat. Was ist der beste Ort, um etwas Wertvolles zu verstecken? Timer nicht eingestellt. Ich habe einen Ring für meine Frau gekauft, weiß aber nicht, wo ich ihn verstecken soll, damit sie ihn nicht zu früh findet. Ich hätte nie gedacht, dass Sie so romantisch sind. Ich benutze Bücher immer. Heutzutage liest man selten.
Kein Dieb wird das Bücherregal durchsuchen und das Medizinlexikon lesen. Haben Sie Bilder? Nein. Der ist perfekt. Danke. Alkoholtante hier geblieben? Hallo, mein Hübscher. Hallo. Über das Geheimversteck sprechen. Ich weiß, wo er die Broschüre versteckt hat. Suchen Sie das Medizinlexikon im Bücherregal. Ah, Luis ist sehr einfallsreich. Ich hätte nie daran gedacht, in den Büchern nachzusehen. Es ist mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen, Karl. Schade, dass Sie schon verheiratet sind. Aber das ist kein Problem. Danke. Rufen Sie mich an, wenn Sie mindestens ein paar Straßen verwalten. Ciao. Ja. Das Problem ist immer noch... Irgendwas? Muss man mit meiner Tochter sprechen. Sprichst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Ah, hast du Mark Renners Brille gesehen, Martha? Wer ist das? Der alte Mann, der im ersten Stock wohnt. Nein, das war ich nicht. Aber wenn du mir Süßigkeiten gibst, sage ich dir, wer es war. Schreien. Zustimmen. Habe ich Süßigkeiten? Ne, habe ich nicht. Scheiße. Ich werde sie kaufen und sie dir bringen. Dann werde ich erzählen, wer die Brille gefunden hat. Ach, zum Glück steht er ja gleich da. Wow. Schatz, warte mal. Man kommt immer handeln. Was verkaufen Sie? So und so. Süßigkeiten. Klar. Komm schon. Bonbons. Ernsthaft jetzt? Da. Mein Gott. Schatz, was hast du? Das Ministerium ruft aber selten an, ne? Da bin ich eigentlich froh. Was ist, Karl? Wie kann ich helfen? Was möchtest du, Anna? Ich brauche 500 für Einkäufe. Die will auch immer nur Geld und bringt nichts, hey. Rechnung. Hier. Danke, Karl. Ich laufe zum Laden. Na dann lauf, komm. Lauf. Ich sehe dich nicht laufen. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Hast du Mark Rennex Brille gesehen? Wer ist das? Der alte Mann, der im ersten Stock wohnt. Nein, dann. Zustimmen. Handel ist böse, Liebling. Sag mir nur, wenn du gesehen hast. Ich kaufe dir nur so Süßigkeiten. Warum hat Mama das gesagt? Ich habe gehört, dass sie dir gesagt hat, du sollst mir zuerst Parfüm kaufen und dann den Rest. Ich mag Süßigkeiten, Papi. Oh. Kleine. Nein. Oh, scheiße. Seit wann liest die Kleine? Kleine. Hey, bleib stehen. Könnt ihr eigentlich auch mal so spielen, ne? Aber so ist cooler. So ist viel cooler. Viel besser. Hallo? Bedauern Sie nicht, dass Clara weg ist? Sie ist nicht nur abgehauen, sie hat auch noch die Familienjuwel geklaut.
Das ist meine Schuld. Ich hatte ihr nichts von Mutters Goldrusche erzählen sollen. Diese Halunke. Was haben Sie vor? Machen Sie sich keine Sorgen um mich. Sie haben den verliebten Spark gesehen und nun werden Sie den entröstlichen Spark sehen. Das war nicht Ihr Fehler. Sie wurden unwissentlich in diesen Skandal verwickelt. Das möchte ich wieder gut machen. Nehmen Sie diese Kreuzfahrttickets. Ich wollte mit Clara fahren, aber nun werde ich all meine Zeit der Arbeit widmen. Meine Patienten brauchen mich. Hey! Maus, Klaus. Entschuldigung. Ja, ich dachte wirklich, da steht Maus. Hallo? Über die Kreuzfahrttickets sprechen. Hier sind 2 Tickets. Alle Infos, die Sie brauchen, stehen darauf. Jetzt verlassen Sie das Land. Sie haben uns gerettet. Nehmen Sie Geld. Ich hoffe, es wird zumindest einige Ihrer Ausgaben decken. Wir brauchen Geld, Klaus. Unsinn. Ich werde Kontakt aufnehmen, wenn meine Frau und ich sicher sind. Meine Dankbarkeit kennt keine Grenzen. Geben Sie mir das Ihrer Tochter. Oh. Besser als Süßigkeiten. Hätte ich das gewusst. Süßigkeiten. Spielst du mit mir? Nicht jetzt, Martha. Ich habe dir etwas mitgebracht, Schatz. Herr Klaus aus Wohnung 1 hat es dir gegeben. Hier ist es. Ich habe von einem Bären wie diesem geträumt. Lass uns gehen und uns bei ihm bedanken. Martha, Herr Klaus und seine Frau sind heute abgereist. Sie sind auf einer Kreuzfahrt. Wirst du auf See gehen, Papa? Nee, ich nicht. Sicher, Liebling, versprochen. Spielst du mit mir? Nein, du hast jetzt eine neue Puppe. Das kann die übernehmen. Hier sind deine Süßigkeiten, Schatz. Ich habe gesehen, wie Patrick die Brille unter dem Küchentisch hervorgeholt hat. Er putzte sie mit seinem Ärmel, probierte einen und steckte sie dann zurück in seine Tasche. Ich verstehe. Patrick. Du wirst doch nicht mit ihm schimpfen, oder, Papa? Da habe ich doch eigentlich gesucht. Mein Gott, meine Frau schreibt aber ziemlich viele Briefe. Es ist so süß, wenn die sprechen miteinander. Oh. Alle gehen. Was soll ich denn jetzt für einen Abschluss? Ne, warte mal. Abschlussbericht. Nummer wählen. Ministerium für Ordnung. Sie waren mit der Zwangsräumung Klaus Schimmer erfolgreich, aber Sie haben sie ohne den nötigen Respekt durchgeführt. Es geht um Leben und Tod, verstehen Sie? Ihre nächste Aufgabe besteht darin, Propagandabanner in Ihrem Gebäude aufzuhängen. In der Stadt gibt es Unruhe. Bleiben Sie wachsam, Kamerad Karl. Naja. Okay, Sie brauchen 20 Tage. Aber die kann ich ja gar nicht machen, wenn der ausgezogen ist. Das geht ja gar nicht mehr. Verschwundene Brille. Klaus. Was? Ja, Vater. Was hast du mit Rankes Brille gemacht, Patrick? Ich habe nichts getan. Ich bin mir sicher, dass sie unter dem Küchentisch waren. Geben Sie sie sofort zurück. Bis der alte Mann die Polizei gerufen und uns des Raubes angeklagt hat. Okay, hier ist es. Ich habe nichts gewusst, dass der alte Mann deswegen seine Szene machen wird. Ich wollte sie zurückgeben, wirklich. Ich
wurde von der Schule geschmissen und zur Arbeit in die Mine geschickt. Eine Mine! Ich werde keine Bearbeiter. Ich werde kein Bergarbeiter, Vater. Bleib locker, alles wird gut. Überleg nur, du wirst genug Geld in einem Jahr verdienen, um deine ganze Ausbildung zu bezahlen. Daran habe ich gar nicht gedacht, aber ich muss dieses Jahr irgendwie überleben. Du bist jung, aber du bist ein Mann. Hör auf zu jammern, sei stark. Okay, Vati, ich werde mein Bestes geben. Was ist, Karl? Was passiert ist? Wenn du dem Arzt nicht zustimmst, Karl, ich bringe Martha zum Arzt. Jemand in der Schlange hat mir das vorgeschlagen. Er ist ein Professor, Keine Panik, Anna. Ich spüre, dass das keine normale Erkältung ist. Das ist irgendetwas anderes. Ah, scheiße. So. Was möchten Sie von einem Archivar? Haben Sie meine Brille gefunden? Ich habe sie gefunden. Hier ist sie. Mein Sohn hat sie genommen. Er wollte an der Universität elegant aussehen. Ach, die Jungen, sie haben es so eilig, erwachsen zu werden. Sie denken nicht darüber nach, kahl oder dick zu werden. Das ist für ihre Ehrlichkeit. Danke. Sag mal. What the hell? Alles kaputt? Wie? Oh. Ich habe die verkauft, wirklich. Hör ab, Notruf, Ministerium! Ministerium für Ordnung! In der Stadt gibt es Unruhen. Bleiben Sie wachsam, Kamerad Karl. Bleiben Sie ruhig und reparieren Sie alle kaputten Gegenstände im Haus. Sie haben 2 Tage. Ja. Aber zuerst werde ich jetzt dann hier die Propaganda. Wie soll ich denn da reinkommen? So, zuerst repariere ich natürlich bei uns. Leider kannst du hier nicht so eine Liste machen, also Abarbeitungsliste, sondern musst immer warten, bis das eine fertig ist. Das ist Verbrauchsmaterial, jetzt ist klar. Klopf, klopf. Aber irgendwo habe ich gelesen, dass die Leute, die ausziehen, das Hab und Gut zur Verfügung steht. Aber irgendwie sehe ich hier nichts. Wird draußen vor dem Haus gestellt, habe ich gelesen. So. Neue Nachricht erhalten, werden wir auch noch schauen.
Sondermeldung. Vor einigen Stunden gab es mehrere Explosionen in der Kurschwitzstraße. Bitte bleiben Sie ruhig. Die Explosion nennt sich im Lager des Warenhauses. Bisher sind 15 Verletzte und keine Toten angemeldet. Die Situation ist unter Kontrolle. Es gibt keinen Anlass zur Panik. Die Wettervorhersagen für morgen: Nordwind 16 Grad, örtlicher Schauer. Kameraden, wir haben gesprochen, und zwar laut. Die ganze Stadt hat es gehört. Die Explosionen ereigneten sich in der Fabrik, in der sie 14-stündige Schichten einführen wollen. Die Regierung hört nicht auf unsere friedlichen Stimmen, dann lassen sie unsere Kriegsschrei vernehmen. Wir werden sie zwingen, die Rechte der Arbeit zu achten. Nächstes Mal explodiert das Ministerium. Ja. So. Meine Frau. Was hast du? Was ist, Karl? Erfahre, was passiert ist. Martha und ich waren bei einem Professor. Er ist Kinderspezialist. Er sieht schlecht aus, Karl. Er meinte, sie hat Lungenentzündung mit einigen Nebenwirkungen. Sie hat eine schwere Lungenentzündung. Mist, woher kommt das? Ich weiß nicht, vielleicht liegt es daran, dass wir im Keller wohnen. Vielleicht wegen der nahegelegenen Mine. Was soll ich tun? Sie muss unter der ständigen Kontrolle eines Arztes sein. Da führt man zu viele Untersuchungen durch und wendet selten Antibiotika an. Martha muss vielleicht sogar operiert werden. Der Professor sagte, er würde alles machen, was wir benötigen, für $30.000. Woher soll ich denn so viel Geld nehmen, bitteschön? Eine Versicherung wäre jetzt. Die Summe ist hoch, Anna. Ich weiß, Karl. Das Leben unserer Tochter steht auf dem Spiel. Martha und ich waren bei... Ja, das kenne ich doch schon. Ich habe noch nicht genug für Marthas Medizin. Mach etwas, Karl. Ich brauche Geld, bevor es zu spät ist. Wieso muss ich eigentlich immer Geld organisieren? Was? Vermieten Sie jede Wohnung? Ja. Es ist verboten, blaue Krawatten zu tragen. Wie soll ich denn das machen, bitteschön? Musiklehrerin, Alter 29, Mietwohnung, dringend benötigt, es geht um Leben und Tod. Ah, die brauchen wir auch. Ja gut. Vegefi Brukic, Universitätsstudent, Alter 20 junge Student, sucht Mietwohnung. Naja, so viel zur Auswahl habe ich ja nicht, also so. Jetzt gerade ein, ne? Kritisch. Sehr kritisch. Was ist denn da jetzt? Verordnung vom 11.7. Es ist illegal, Waffen zu benutzen oder zu besitzen. Beleg, Adresse Kuschwitz 6 an Karl Stein. Sehr geehrter Herr Stein, wir möchten Sie informieren, dass Ihr Sohn Patrick Stein wegen der Nichtbezahlung der Studiengebühr von der Uni verwiesen wurde. Er wurde in Mine Nummer 3742 als Hilfsarbeit eingestellt. Ist er für Verteidigung. Völliges... Wieso muss ich jetzt 2000 zahlen?
Ernsthaft jetzt? Okay, Schusswaffen sind verboten. Nee. Ja, alles gut. Wie komme ich denn bitte schon hier im Spiel zu Geld? Was? Das geht ins... Halt mal den Kollegen auf, bitte. Halt ihn mal auf. Gleich mal Infos vom neuen Mieter sammeln. So, Dankeschön. Ansprechen. Hallo, ich bin Karl, der Hausmeister. Wegefüg, Bocek, ein Student der Uni. Nach dem Namen. Mein Vater hat sich diesen blöden Namen ausgedacht. Meine Mutti nannte mich Full, aber das mag ich auch nicht. Er bedeutet das Vermächtnis unserer geliebten Anführers erfüllen. Jedes Mal, wenn ich meinen Vater wegen meines Namens ansprach, lachte er und sagte, er könne schlimmer sein. Schlechter? Er erzählt gerne immer wieder die gleichen Geschichten, die er so lustig findet. Eine Frau kam zum König eines Nachbarlandes und fragte, ob sie ihren Nachnamen ändern könne, weil er so schrecklich klingt. Ihr Nachname war Siebenbo. Der König kicherte zufrieden mit ihrer Bitte und sprach, 5 reichen. Ich muss zugeben, dass die Geschichte wirklich lustig ist. Mein Vater sagte, dass es besser ist, die Vermächtnisse unseres großartigen Anführers in unserem Staat zu erfüllen, als Freundschaft mit 5 Arschlöchern im Nachbarland zu schließen. Er hatte absolut recht. Sie verstehen gar nichts. Sie müssen die Frage, was Ihr schrecklicher Name bedeutet, nicht jedes Mal beantworten. Man bekommt nicht jeden Tag zu hören, dass sein Vater nicht nur ein Witzbold, sondern auch ein Patriot ist. Ja. Ich hoffe, du bist bald wieder draußen. Oh, Entschuldigung. Ja, jetzt hat sie Kopfschmerzen. Was wollen Sie? Hallo, ich bin Karl, der Hausmeister. Dora Noel, schön Sie kennenzulernen. Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie jetzt das Buch... Na klar. Und wo kommen Sie her? Wen kümmert's, wo ich herkomme? Es ist nur wichtig, dass ich jetzt hier bin. Es gefällt mir hier sehr. Es ist nicht so voll wie in der Hauptstadt und jeder hat einen Job. Gefällt es Ihnen hier? Ja. Sehen Sie, wir haben viel gemeinsam. Gibt's was Neues? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Ich kenne hier niemanden. Am ersten Tag habe ich mich erkältet. Jo. So, wie es weitergeht, schauen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.